so muss es tönen. Eine Ingwer-Zitronensuppe mit Rüebli drin, fantastisch von der Patricia. Es geht jetzt gerade los. Bleib dabei, schau da an und koch es nach. Love, Peace, Herdöpfelgewürz. Dienst steady. Habe ich dir 3 schöne Rüebli gebracht? Wow, und ich als meine Ingwer. Aus dem Garten? Ja, natürlich. Fantastisch. Wir machen so eine würzige Ingwer-Rüebli. Eigentlich eine Rüebli-Suppe. Mit Erdnussbutter. Kokosmilch. Jawohl, okay. Olivenöl zum kurz anbraten vorher. Und verschiedene Städtgewürze. Machen wir wieder ein bisschen scharf diesmal. Kein Pfupf. Ja, Ich bin jetzt schon gespannt. Ja, gerne Suppe. ich auch. Schauen wir Und ich nachher. weiss, du wirst mich begeistern. Mal schauen, bis dir Probieren wir. schmeckt, gell? Probieren wir es. Kommst du einfach wieder. Bald. Bis Gell? nachher. Ciao. Tschüss. Jetzt sind die Rüeblis habe ich geschält. Jetzt schneide ich so mal Viertel etwa. Also je kleiner wir jetzt schneiden, desto schneller geht es nachher, oder? Mit der Suppe. Dann tue ich hier so dünnere Viertel schneiden. Ingwer habe ich geschält. Riecht super gut. Das tue ich jetzt auch klein schneiden. Also einmal in die Mitte etwa und dann mache ich wirklich ein paar Mal so und dann auch möglichst fein schneiden. Ein scharfes Messer ist immer ein Vorteil in der Küche. Also wirklich so kleine Ingwerwürfel, ganz klein. Und so feine Rüebli-Viertel. Dann können wir zu der Pfanne gehen mit Öl. Dann nehme ich das gefriergetrocknete Zwiebel. Lassen wir das ein bisschen wirklich kurz hier anbraten. Wirklich kurz. He? Dann fange ich mit dem Ingwer an. Auch weil ich diesen Duft unglaublich gern habe. Komme ich jetzt mit dem Rüebli, fein geschnitten. Könnte ich alles direkt im Bouillon tun? Ja, könnte ich. Aber so entwickle ich viel mehr Aromen, beziehungsweise die Rüeblis entwickeln viel mehr Aromen hier. Ich habe nachher wie so einen Boden, wo ich auch nachher auskratzen kann mit dem Ablöschen. Wir haben einfach noch mehr Geschmack rein. Und auch Farbe. So, ich lasse hier ein bisschen so. In dieser Zeit kann ich Bouillon vorbereiten. Das feine Steady Bouillon. Gut rühren. Wenn es sich nicht komplett ablöst, kein Problem. Ich nehme hier jetzt das Erdnussbutter oder Erdnussmus. Wenn man eine Nussallergie hat, einfach weglassen. Schmeckt auch ohne sehr fein. Kann ich schon ein bisschen Curry hereintun. Fein ist das. Und jetzt kann ich das mit dem Steady Bouillon ablöschen. Super. Zuerst ein bisschen, kann ich hier schön diesen Bodensatz wegschaben quasi. Da habe ich schon viel Geschmack hier drin. Und jetzt gebe ich noch das restliche Bouillon. Ich gebe extra nicht so viel, dann kocht es schneller. Jetzt lasse ich das hier ein bisschen köcheln, bis Rüebli weich sind, dass ich dann pürieren kann. So, Rüebli sind jetzt gekocht. Ich habe jetzt abgestellt und werde hier pürieren. Wir machen eine Cremesuppe, hoffentlich ohne große Sauerei. Kontrolle. Ich sehe immer noch ein Stückchen da. Sehr gut. Jetzt habe ich das Ganze püriert. Stelle jetzt Herd nochmal ein. Mache eben das Kokosmilch rein. Und der Peperoncini. So viel, wie du gern hast. Ich lasse hier nur wieder ein bisschen so einkochen, dass das Ganze aufgenommen wird von der Kokosmilch, den Gewürzen, dass ich so eine sämige Suppe kriege. So, ein bisschen eingeköchelt, schön cremig. Mache ich jetzt auf einen Teller, hole den Steady und wie immer probieren wir zusammen. Und jetzt können wir probieren. Schalalala. Juhu!
Hey Mann, ich freue mich so auf das Süppli. Also, dann probier mal. Jetzt ist es gut, jetzt ist es richtig gut. Jetzt wirst du gut. In gewissen Kulturen muss man schlürfen, wenn es fein ist. Das ist gut, dann machst du so, Gut, ich mache probieren so, wir wie grad. ich bei mir mache. Okay? Probieren wir gerade. Ja, ich mache das gerade so. Es ist heiß. Wow. Und die Schärfe, die du drin hast, wieder. Weißt du, einfach so dick. Gell? Ich probiere Musst du ein nochmal. Serviettchen nehmen? Ich sage, es wird sich lohnen, die heiß zu machen. Mega fein. Gell? Es ist mal anders. Man muss die Rezepte schauen, um zu wissen, was alles drin ist. Und weißt du, beim Schlürfen, da ist mehr CO2, also Ja, mehr das ist so. Sauerstoff. Da wird die Fläche grösser, dann wird die Suppe noch feiner. Aber eigentlich kann man die auch ganz ruhig trinken, weil die Eben. ist so fein. Genau. Auf jeden Fall vielen Dank fürs Nachmal oder für das erste Mal dabei sein. Danke fürs Kochen. Gell? Sehr Mega gerne. cool. Sehr gerne. Also wenn ich eine darf Frau immer würde noch suchen essen. würde ich gerade Patrizia nehmen und sie würde für mich den ganzen Tag kochen und ich würde nicht mehr arbeiten. Genau, ich will Mach- nichts anderes machen. Wir kochen den ganzen Tag. Kochen. Das finde ich super. Macht das nach daheim. Bis so gut. Das Däumchen rauf, das hilft uns mega, dass der Kanal ein bisschen bekannt wird. Teilen. Und wenn ihr abonnieren. auch mal Suppe schlürfen mit mir oder mit der Patrizia oder allein, hier vor der Kamera, Genau. dann einfach unten kommentieren. Dann können wir rausfischen, einladen, tack und gut ist. Super. Hey. Wir können auch was anderes kochen als Suppe. Im Fall, aber genau für Suppe. Zum Beispiel das Cordon Bleu. Zum merkt's Beispiel das euch. Cordon Bleu. Genau. Cool. Hey, einen Also, schönen Tag. bis nächstes Mal. Dankeschön. Mega gemacht. Danke Ciao, vielmals. ciao. Danke auch. Mega gut. Ja. Wow. Wir können noch weiter probieren. Das hat noch in der Pfanne. Ich tue jetzt noch einmal schlürfen.